Ein Jahr ist es her, seitdem er die Frau von seinen Träumen an der Weihnachtsfeier geküsst hat. Aber seither ist für den Antonio alles ein bisschen kompliziert. Aus welchen Gründen seither nichts weiter gegangen ist in dieser Angelegenheit, darüber war er sich unsicher. Hat der Kuss für ihn einfach mehr bedeutet als für sie? Oder sind die beiden einfach unfähig gewesen, über das Geschehene zu reden? Die Ungewissheit hat ihm keine Ruhe gelassen. Die attraktive Billetkontrolleurin ist ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Der Antonio hat bei der SBB als Security-Mitarbeiter gearbeitet und ist in dieser Nacht mit seiner Arbeitskollegin Sarah unterwegs. Im Zug von Zürich zurück aufs Land. Die Erinnerung an den Kuss kommt bei Antonio heute besonders deutlich auf, weil viele Passagiere auf dem Heimweg von ihren Weihnachtsfeiern sind. Aber nicht nur wegen dem. Nicht einfach irgendjemand kontrolliert nämlich heute in dieser Nacht die Billette. Werden in dieser Nacht die Weichen für eine Liebesgeschichte gestellt oder droht der Zug auf dem Weg zum Happy End zu entgleisen? Steig ein und find's raus. Es war immer eine Wundertüte, wenn man eine Schicht im Nachtzug verwünscht hat. Gibt es grosses Schlafen, wird rückwärts gegessen, gibt es eine Schlägerei, eine spontane Karaoke-Einlage oder eine überschwängliche Kussszene? Zwischen dem 1 und dem 4 Uhr am Morgen in einer Freitagnacht war alles denkbar. Besonders jetzt, wo die Hochsaisons der Firmenessen gekommen ist. Auch ein scheucher Rudi aus der Buchhaltung lässt hier einmal im Jahr den inneren Partytiger raus und schlägt über die Stränge. Wenn Menschen sich auf Geschäftskosten volllaufen lassen können, zeigen sie ihr wahres Gesicht, hat der Antonio zu der Sarah gemeint. Als die zwei durch die Wege streifen, sehen sie im Viererabteil links eine junge Frau, die sich mit mäßigem Erfolg versucht, ein paar Pommes ins Gesicht zu drücken. Die überwiegende Mehrheit landet nämlich entweder auf dem Schoss, im Ausschnitt oder auf dem Sitz, aber nicht im Maul. Ein bisschen weiter vorne rechts meint ein Mann Mitte 50, er müsse für alle Anwesenden Ballermann-Hits über seine Handy-Lautsprecher zum Besten geben. Da kennen Antonio und Sarah aber null Toleranz. Das Übel müssen wir immer sofort an den Wurzeln packen und die Untat im Keim ersticken. Weil, wenn man da zu lange zuschaue, dann ginge es nie lang, bis auch noch ein zweiter Gusti meine, er müsse jetzt noch ein im Fall mega lustiges Video ganz laut abspielen. Und dann haben wir die Anarchie auf Schiene. Und bei dieser gewinne ich niemand. Durchs Fenster in der Tür zum nächsten Wagen sieht der Antonio, wer heute unter anderem das Billett im Zug kontrolliert. Es ist Sophie. Ja genau, sie. Sie, die der Antonio am Weihnachtsessen letztes Jahr geküsst hat. Aber wie auch die Security arbeiten auch die Leute der Billetkontrolle immer in Zweierteams. Mit der Sophie arbeitet heute Abend ein bisschen älterer Mann zusammen. Der Antonio ertappt sich dabei, wie er sich fragt, ob die Sophie echt auf den steht. Und das schiesst ihn an. Eigentlich war er nie so, dass er sich so Gedanken gemacht hat. Er hat sich eigentlich nie mit anderen Typen verglichen. Ist auch kein eifersüchtiger Mensch. Aber eigentlich hinterlassen die Frauen bei ihm auch nie einen dermassen bleibenden Eindruck, wie das eben Sophie gemacht hat. Wenn ihm sonst amigs jemand gefallen hat und er wollte wissen, wie es weitergeht, dann hat er wie ein rationaler Mensch einfach mit der entsprechenden Frau geredet. Und dann hat sich das Weitere ergeben oder eben auch nicht. Bei der Sophie hat er sich hingegen angestellt wie ein Schulbub. Wenn es irgendwie gegangen ist er ihr aus dem Weg gegangen, weil er nicht gewusst hat, was sagen. Oder er hat einfach irgendetwas gefaselt, das minimal Sinn gemacht hat und sich so zum Aff gemacht. Daheim sind ihm dann immer 1000 bessere Sachen in den Sinn gekommen, die er ihr hätte erzählen oder sie hätte fragen. Er war sich darum auch ziemlich sicher, dass sich seine Aktien bei der Sophie seit dem letzten Weihnachtsessen im stetigen Sinkflug befunden haben. Und mit jedem weiteren peinlichen Schweigen oder oberflächlichen Gespräch über das Wetter hat er seine Chance auf einen zweiten Kuss weiter schwinden gesehen. Darum ist in seinen Augen aus dem Weg gehen auch unter Schadensbegrenzung gelaufen, aber gewinnen würde er sie für sich so irgendwie halt auch nicht.
Wo ihm all die Gedanken durch den Kopf gegangen sind, muss der Antonio wohl so abwesend gewesen sein, wie der JD aus der Sitcom Scrubs bei seinen Tagträumen. Erst wo ihn Zara schüttelt und sagt, Pennst du eigentlich? ist der Antonio wieder voll da. Da wäre ich wohl nicht der Einzige. Antwortet Antonio. Dabei grinsen so zwei Typen über, die bei der Abfahrt im Hauptbahnhof noch einen Prollspruch mit Spuren von Homophobie nach dem anderen rausgelassen haben, sich jetzt aber kuschelnd, schlafend in den Armen gelegen sind. Wie passend, dass die beiden gerade loslegen, nachdem wir den Bahnhof Enge verloren haben. Hat Sarah gemeint. Hoffen wir nur, dass es im Anschluss an das Pfüsi vor Wädenswil kein böses Erwachen mit einem Au gibt. Hat der Antonio entgegnet. Sarah hat jetzt unbedingt nachdoppeln und gesagt, Auch wenn es weh tut. Spätestens nach Altendorf ist beiden wieder zum Lachen. Wow, wir sind schon traurige Gestalten. hat der Antonio die Wortspiel abschliessen. Die traurigsten Gestalten sind aber dort hinten. Meint Sarah, während sie auf einen Hordentypen zeigt, die ganz unironisch Büzerbuben-Songs in voller Lautstärke gelesen haben. Irgendwo hat es Grenzen. Wo die beiden dem bunten Treiben ein Ende bereiten, geht in den Wegen plötzlich das Licht aus. Und sie merken, wie der Zug immer langsamer wird und kurz darauf aber ganz zum Stehen kommt. Super, jetzt auch noch feststecken mit all diesen Suffnasen, haben sich der Antonio und Sarah gedacht. Von den Passagieren sind die beiden jetzt mit Fragen von allen Seiten eingedeckt worden. Was ist los? Wann fahren wir weiter? Wo sind wir? Aber mit Ausnahme von der letzten Frage haben weder Sarah noch der Antonio die Antworten gekannt. Wir sind kurz vor Talwil. Hat der Antonio versucht, Ruhe ins Abteil zu bringen. Sarah hat ergänzt, Sobald wir mehr wissen, geben wir euch Bescheid. die sieht gleichzeitig das Leuchten von einer Taschenlampe, die immer näher kommt. Es ist Sophie und ihr Arbeitskollege. Hoi Antonio, hoi Sarah. Hat Sophie gesagt und dabei versucht, den Blickkontakt zum Antonio so gut wie möglich zu vermeiden. Wir haben ein Telefon bekommen von der Betriebsleitung. Auf unserer Strecke ist der Strom ausgegangen. Sie meinen, so in einer halben Stunde soll es wieder funktionieren. Wenn alles wieder läuft, dann rufen sie nochmal an. Jetzt heisst es halt einfach ein bisschen Geduld haben. Ich heiße übrigens Sergej. Bin neu. Ziemlich aufregend, so etwas gerade in der ersten Woche zu erleben, hat der Arbeitskollege von der Sophie sich vorgestellt. Bevor sich der Sergej vorgestellt hat, ist er am Antonio auf den ersten Blick eher kalt und auf irgendeine Art unsympathisch hineingekommen. Die Meinung hat er aber ziemlich schnell revidiert. Der Typ scheint ganz in Ordnung zu sein, hat er sich gedacht. Sarah und der Antonio haben sich im Gegenzug am Sergej ebenfalls kurz vorgestellt und das vierte haben sie dann beschlossen, dass es jetzt wichtig sei, Passagiere im Zug gut zu informieren und zu schauen, dass es keine Panik gibt. In Zweierteams sind die vier jetzt durch die Wege gegangen, haben Passagiere nach bestem Wissen informiert und darum gebeten, doch die Taschenlampen von ihren Smartphones anzumachen, damit es im Zug nicht ganz stockdunkel bleibe und sich alle ein bisschen wohler fühlen. Aber so richtig wohl ist schon vor dem Stromausfall nicht mehr allen im Zug gewesen. Die ganze Aufregung durch den Zwischenfall scheint aber bei einem Passagier noch den Rest gegeben zu haben. Die Spaghetti, die der junge Herr ein paar Stunden zuvor gegessen hat, haben jetzt über ein ganzes Viererabteil verteilt ihr Comeback gefeiert. Mit ein paar Papiertüchern aus dem WC und der freundlichen Unterstützung von Sergej hat der daraufhin dann versucht, das Gröbste wegzuputzen. Der Antonio hat den Sergej bewundert. Während er selber damit zu kämpfen hatte, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten, hat der Sergej in einer Seelenruhe mitputzt und versucht, den armen Tropf aufzumuntern. Muss dir nicht peinlich sein. Ich habe bis vor ein paar Tagen in einem Schlachthof gearbeitet. Da habe ich Schlimmeres gesehen. Der Sergej hat das sicher gut gemeint, aber gut gemeint ist eben nicht immer unbedingt wirklich gut. Beim jungen Herr muss das Kopfkino eingesetzt haben und so haben sich jetzt nochmal ein paar Spaghetti den Weg gegen aufgebahnt. Dem Antonio ist das alles ein bisschen zu viel geworden. Er hat den Sergej gefragt, ob er allein klar käme.
Wo der freundlich nickt, will der Antonio einfach nur aus dem Abteil raus. Er sieht, dass der junge Mann auch einen Teil von seinem linken Schuh verwünscht hat. Da kommt dem Antonio in den Sinn, dass für aussen eine ziemliche Menge an Schnee liegt. Wenn er sich im Schnee kurz beivertreten würde, dann wären seine Schuhe 0,x wieder sauber. Er hat per Funk durchgegeben, dass er kurz aus dem Zug ginge, hat sich eine Kappe über den Kopf gezogen und ist in die Kälte raus. Friert der Antonio nach dieser Geschichte nebst den Finger auch am Herz oder kommt es doch noch gut? Wir werden es zusammen weiterverfolgen. Morgen im zweiten Teil der Geschichte.